schönen guten Mittag für direkt an all Spannung aus der Frau rauszuholen. Die Regierung bleibt bei der Position, so wie man dünsten so hier erklärt und annonciert haben, nämlich dass meist das Woche ging und dann mendig als definitiv Konklusionen werden zeigen. Das war ganz evident und es weiß sich auch klar, dass wir uns weiter auf einem hohen Niveau bewegen, auf dem wir schon sind viele Wochen sind. Darunter ändert sich auch hautnächt. Zölle von Haut sind 519 Neuinfektionen bei 11.782 Tester, also eine Todepositivität von 4,41%. Das ist ein Bess. Das ist ein Bess, und darüber soll nicht drüber freuen. Wir an der Moyenne über die Woche geguckt, und über die letzte Woche ergibt sich am Anfang aber eine ziemlich hohe Zahl bei der Stabilität von den Neuinfektionen. Ähnlich als so bei den Hospitalisationen an Schweiz, dass allwort fertig so noch Gold gelöst wird in dieser Zeit, an der das auch normal. Wenn ich von einer Stabilität schwätze, dann heißt es, dass es gar keine Veränderungen gibt. Es geht mal rauf, es geht mal auch rauf. Mir fett, dass man kein dramatisch Hossen hun auch nicht überall die letzten 3 Wochen geguckt. Dafür kann ihn auch von einer Stabilität schwätzen. Wir haben eben auch kein Bass. Wir haben vielleicht kein Hossen, wir haben noch kein Bass. Wir brauchen ein Bass für weiter können zu antizipieren, so wie ich viel gesagt habe. Wir können Luft zu kreieren, wir können einen Marsch zu kreieren, und für das Gesundheitssystem auch können mittel- und langfristig auch können zu entlasten. Und Montag wird der Gesundheitsminister an sich selber auch froh für eine Konferenz der Präsidenten zu gehen, nächsten Morgen für Martinen den Échange zu machen über die Evaluation, und dann selon die Analyse auch für ihnen können dann zu proposieren, mit das hier Decision, wie gesagt, wenn ihr den Text sollt, ugeholt gehen. Wie gesagt, der nächste Morgen hat man die Reunion, und da gibt man auch direkt dann noch ein Point Presse auch machen mit der Gesundheitsminister, für eben auch die Analyse von der Situation mendig zu Summe können, ihr heute zu präsentieren. Wie ist am Moment die Situation an unseren Spitälern? Weil am Anfang ist das aber depuis le début von den wichtigsten Indikatoren, von den wichtigsten Vektoren, die wir immer an den Armen haben, an denen auch eben als Decisionen mit motiviert. Von den insgesamt am Moment über knapp 100 Intensivbetten sind da aktuell genau 41 mit Covid-Patienten belegt, wovon allerdings auch just ein Teil auf einer Intensivbeatmung angewiesen sind, also intubiert sind. Und wir wissen, dass die auch mehr lang normalerweise am Spital auch bleiben, wie Patienten, die nicht intubiert auch sind. Das heißt allerdings nicht, dass all die anderen Intensivbetten auch frei sind. Es soll nicht vergessen, dass neben den Covid-kranken Leute auch ein Gritsch von einer Leute Soin auf einer Intensivstation brauchen am Kennen. Es wird einfach unmöglich zu sagen, dass man auf dem Maximum von der Zahl von Intensivbetten könnte gehen, just mit Covid-Patienten, das heißt, dass andere Patienten nicht könnten auch die Soin kriegen, die sie auf der Intensivstation kriegen. Zu den Deprogrammationen, weil ich weiß, dass das ja auch das Woche ein Sujet war, all Intervention, die nötig ist, wird im Moment ganz normal durchgeführt, nicht zu schwätzen, selbstverständlich auch von den Urgenzen. Es ist aber auch so, dass effektiv auch schon im Moment einzelne Interventionen oder Analysen reportiert sind. Das ist von Spital auch unterschiedlich, und es wird genau bei allen Patienten auch individuell analysiert, ob es eine Urgenz ist, ob es lokal gemerkt wird oder ob es auch reportiert gehen. Also es gibt am Moment keine generelle Deprogrammation von den Interventionen an den Lützeburger Spitälern. Montag, wie gesagt, werden wir mit dem Gesundheitsminister die Analyse machen noch von der präzisen sanitären Situation, und dann eben noch mit der Position, an der wir an der Konferenz der Präsidenten gegangen sind, auch erklären. Zum Regierungsrat von Haut
So wie auch als Gesetzgebung vorgesehen wird op den 1. Januar 2021 der Mindestlohn 2,8% an Lut gehen. Das ist eine Adaptation von der allgemeinen Entwicklung von den Salären sowie auch als Legislation am Code du Travail auch vorgesehen. Es ist aber an dieser Situation als alle gut bewusst, wo vieles mich schwer ist, wo man auch wissen zumals, dass die mehr schwer auch stark von der Krise auch impactiert gehen, dass auch an diesen Zeiten, wo man wissen, dass es wirtschaftlich mich schwer ist, aber wichtig auch die doten Anpassungen zu machen. Es ist ein wichtiges Signal, dass man am Anfang halt zu Lützeburg kein Längsleih los sind, noch nicht die Schwächste von unserer Gesellschaft, an dass auch den Sozialstaat heute zu Lützeburg funktioniert, an Kohäsion sozial, am Anfang von den Fundamenten, auch von dem Zusammenleben hier am Grand Duché. Wir wissen aber auch, dass eine Mindesterhöhung gerade am 1. Januar für die Betriebe, die im Moment auch am schwersten haben, einen negativen Impact kann haben. Weil die leiden schon in der Krise, wenn sie losen, da könnt ihr dort auch nach bei, mit der Adaptation vom Mindestlohn, als da eine Doppelbelastung, Mannerschiffre d'affaires, und auf der anderen Seite auch noch nach einem Haus vom Mindestlohn. Für das abzufangen, nun mal als Regierungsrat auch dezidiert, die Betriebe zu unterstützen, über das Projekt de loi, den den Mittelstandsminister auch eragin hat, die eine Kompensation dafür gesagt. Wir haben Circonstances exceptionnelles, da muss ihn auch Réponse exceptionnellen finden. Aber wir können nicht die Schwächste, also die Schwerste von unserer Gesellschaft einfach an der Krise vergessen. Nämlich die Sektoren, die für die Relance eligibel sind, das heißt den Tourismus, den Horeca-Bereich, den Sektor vom Evénementiel, de Commerce, de Centre de Formation an verschiedenen Entreprisen auch aus dem kulturellen Bereich, kriegen eine nicht remboursable Direkthilfe an höchst von 500 € forfaitaire pro Salarié, den zwischen dem unqualifizierten und dem qualifizierten Mindestlohn verdient. Auf das Manier schaffen wir am Anfang einen zusätzlichen Outil für den Emploi zu stärken, an die Betriebe auch die Möglichkeit zu geben, hier Leute an diesen schweren Zeiten auch können zu halten. Es darf nicht sein, dass der Korollär dann nur wird, dass der Chômage auch nach GIF an die Lut geht. Ich will aber auch noch erwähnen, dass falls nächste Woche verschiedene Entreprisen eng Fermeture müssen oberlecht kreen, mich schon letzte ja, und das tun ich auch schon den dünnsten zitiert, letzte Woche am Projet de loi für die neue Aide non couvert, vorgesehen nun, dass für das Betrieb nicht nur 75%, mehr 100% von den Freien aus der Klasse 6 eligibel sind. Auf Fall von einer Fermeture wird die Chiffre d'affaires nämlich auf Null tendieren. Und dann über diese Weg, der größte Teil von den Betriebskosten wird dann auch können vom Staat überholt gehen. Zudem stehen am Fall von Liquiditätsengpass Weiterhilfen zur Verfügung, wie beispielsweise auch d'avance remboursable. Des Weiteren sind wir uns bewusst, dass eine eventuelle Fermeture von Restaurants und von Kaffeen auch einen Einfluss auf den Commerce en general kann haben. Das geht am Kader auch vom Fonds de Relance an der neuen Aide de Relance berücksichtigt. So können nämlich Kommerzen, die ein Part vom Chiffre d'affaires von ob manst 25% auch hun von einer nicht remboursabler Direkthilfe auch können profitieren. Wir haben also, was den Dispositiv von den Aiden betrifft, vorgesucht, für präpariert zu sein, was weiter sanitäre Maßnahmen auch sollen getroffen gehen. Die Adaptation vom Mindestlohn hat als Korollär auch, dass den Revis wird am selbsten Moos an die Lut gehen, also 2,8%. Es war von der Regierung direkt dès le départ auch ganz wichtig und bleibt auch wichtig, Kaufkraft auch von den Leuten weiter zu erhalten und dass Kaufkraft nicht verloren gehen. Dass auch gerade bei den Leuten, wo es am schwersten ist, nicht durch Anfang existenziell Sorgen sollen auch noch dabei kommen, packen es. An dem Sinn haben wir auch bei den Äten Chômage partiell so angepasst, wie ihr wisst, dass der Mindestlohn ausgeglichen wird, also nicht just 80%, mehr 100% soll ausbezahlt gehen. Eine andere Disposition, die auch geholfen ist, wie ihr wisst, ist ja an dieser Krise, dass die Allocation de vie chère ja verdoppelt gehen ist für das Jahr. Und wir werden auch ab nächstem Jahr ein nachhaltig Haus von 10% machen von der Allocation de vie chère,
wo sie dann von 1320 für eine Person auf 1452 werden opgehen, auch für zum Beispiel für 5 Personen plus von 2640 auf 2904 wird opgehen. Jo, Kaufkraft von den Leuten stärken ist auch wichtig an den Bemühungen, auch für als Ökonomie auch zu erhalten. Wir wissen, dass all Suen, die investiert gehen, an die Leute auch nicht an die Ökonomie kommen, nicht weitergehen. Für uns ist das auch wichtig, an dem wir an die Leute investieren, wissen, dass die Leute auch an die Wirtschaft investieren, an dem wir da auch dann direkt Arbeitsplätze können erhalten. Parallel hat auch die Regierung décidéiert, den Office du Ducroix weiter zu stärken, für mehr Finanzgarantien und Betriebe auch können zu geben, weil im Moment auch viel sollicitéiert ist. An Kapital wird 20 Millionen Euro an die Lut gehen, können garantieren, bis zu 400 Millionen Euro auch akkordiert gehen vom Service du Ducroix, also vom Office du Ducroix. Wir haben auch festgehalten, dass die Mutualité de Cautionnement von der Chambre de Commerce a vun der Chambre des Métiers méi moyen krit fir d'Entreprisen ze begleden an noch eng Relance können ze summen ze preparieren. Wie der wisst, Herr Jochter Conseil Europäen an erlaubt man do eure Puwurt ze soen iwwer die Visiokonferenz, die wir hatten. Strategie rund dem Schnelltester an COVID-Impfung war gestern wirklich den Hauptpunkt auch von den Diskussionen. Beide Sujets sind immens wichtig, dass die auch aufgestimmt gehen. Zulassung, Zuwendung am Fall von den Tester, für allem auch die gegenseitige Reconnaissance, Anerkennung von den Tester von dem einen Land und von dem anderen sind ganz wichtig. Das ist ein gutes Signal auch gestern gewesen, dass eine große Zustimmung kommt, für justement ein gemeinsamer Approche auch an diesen Bereichen können zusammen auszuschaffen. Das ist, und ich kann es nicht oft genug wiederholen, kruzial, wenn es auch am Sujet von Impfungen gegen die Covid geht. Die Impfung wird eine Schlüsselrolle spielen. Das wahrscheinlich nicht mehr mit einer Impfung, mit einer Immunisierung am Anfang durch die Impfung von unseren Bürgern, dass wir dann von diesem langen Tunnel endlich können erblicken. Wir werden alle gut ungeduldig auf die Impfungen. An YouTube auch gestern mitkriegt, dass dankbar bei der Europäischen Kommission für die ganze Arbeit, die sie gemacht haben, wir uns geeinigt, auch als Europa, dass wir zusammen bestellen. Das ist wichtig, dass wir einfach Garantien kreieren, dass die Vakzine, die hier an Europa kommen, auch die Garantien die Bürger gehen, wann sie wollen geimpft gehen, weil ich kann nicht so, dass es sicher auch einer Möglichkeiten könnte gehen, für vielleicht Impfungen können zu bestellen. Das ist wichtig, dass wir alle zusammen die holen, wo man auch die Garantien haben. Weil auch in Impfungen geholt, wo man nicht sicher alle Garantien haben, über das bei Sanitären riskieren wir auch ein Problem zu kriegen, an Kredibilität am Anfang an von den Bürgern direkt zu verlieren, wenn so Banker ein Dut hätte vis-à-vis von den Impfungen, wenn die auch nicht durch internationale Instanzen und europäische Autoritäten auch validiert gehen. Das Impfungen für Reis, wie gesagt, gehen mit den Pharmakonzerne von der Kommission in Kontakt. Die Kommission hat auch Mandat gekriegt, für Martinen auch zu verhandeln. Wir sind, wie gesagt, noch immer zuversichtlich mit der Reunion, die wir gestern hatten, dass die ersten Lieferungen schon mit Dezember könnte kommen. Das ist die Info, die wir auch schon vor ein paar Wochen auch hatten. Und die konnte man nachher gestern bestätigt, dass mit Dezember die ersten Impfungen kommen. Das nicht, dass alles mit Dezember da ist. Lo geht es darum, auch eine Priorisation zu machen, wer geimpft wird als Ersten, wie die Priorisation sollte ausgesehen. Ihr wisst, die Kommission hat auch gesagt, dass da Propositionen machen. Wir als Lützeburger Regierung auch den Ethikrat gefragt, für da Propositionen auszuschaffen, wie sie, weil sie ethisch frohen, wen eine Priorität hat, vis-à-vis von einer Impfung, als da auch Antworten zu geben. Aber Impfungen zu haben, also ich impfen lassen, ist noch immer nicht dasselbe. Wenn man Material bis hin, muss man auch Bürger überzeugen, für geimpft zu gehen. Und wir wissen, dass die Leute auch just impfen lassen, wenn sie auch das Vertrauen an die Impfung auch haben. Es ist wichtig, dass wir denken und noch Zeugen von unseren Bürgern angehen, was die Impfung angeht,
probieren auch zu verstehen, von wo die Ängsten auch kommen, probieren eben zu summen zu helfen, für die Ängsten auch zu überkommen. Auch hier muss man mit diesen europäischen Kollegen zusammen schaffen, für eine transparent, faktuell und noch effikaz Impfungsstrategie auf den zu haben. Wir hatten noch gestern eine Diskussion über den Etat de droit. Der Constat, den ich kann nun, als dass die Majorité qualifiiert en faveur von einem Mechanismus de Konditionalität vom Etat de droit, dass doch ein Akkord gibt mit dem Europaparlament op diesem Mechanismus, genauso wie auch am Budget für die nächsten Jahre an Plan leider opposieren zwei Länder, wie der wisst ihr, den ganzen Budgetspaket, weil sie den Mechanismus vom Etat de droit eben nicht wollen. Lützeburg war, bleibt noch immer en faveur von einem ambitiösen Rechtsstaatsmechanismus, den im europäischen Budget liiert ist. Für uns als Rechtsstaatlichkeit ein wichtiges Element von unseren europäischen Werten, und da kann ich nicht drüber negoziieren. Die sind nicht verhandelbar, die Werte, für die wir Europa seit 1957 als Friedensprojekt auch zusammen gebaut haben. Lo soll auch weiter geschafft gehen Niveau von den Ambassadeuren zu Brüssel an die Majorité qualifiée en faveur vom Rechtsstaatsmechanismus als do an die Richtung schaffen wir auch weiter. Gestern hatte ich auch ein virtuelles Sommet mit Indien. Das war auch ein wichtiges Rendezvous, den die letzten 20 Jahre keine au Niveau von der Regierungschefin zwischen Indien und Lützeburg stattfand. Da gestern hatte ich, wie gesagt, einen virtuellen Échange mit Herr Narendra Modi, den indischen Premier. Als diplomatische Relationen mit Indien sind solid. Wir haben eine Lützeburger Ambassade aufgemacht am Jahr 2002. Und wie gesagt, Indien ist schon ein Partner auf vielen Domänen zu Lützeburg. Nach zum Beispiel letzte Woche hat Indien 4 Lützeburger Satelliten an die Welt auch geschossen. Das gestern war also eine ideale Gelegenheit, auch die Lianen, die man zwischen Indien und Lützeburg haben, nachher zu verstärken. Das ist gerade wichtig, wo ihn auch eine wirtschaftliche Relance post-Covid ausstreben will, und eben auch die Relationen mit unseren Partnern will stärken. Dafür haben wir uns eben auch entschieden, die Zusammenarbeit auch wollen zu vertiefen und eben nach verschiedenen Sektoren auch auszubauen. Das gilt für den Kommerz, gilt für die Finanzmärkte, aber vor allem die geringen Finanzen an der Industrie, an den geringen Technologien, am Space, an der Digitalisation, auch an der Education, an der Recherche. Voilà, das waren die Aktivitäten von den letzten 24 Stunden. Ich stehe zu Ihrer Disposition für wer Fragen zu antworten.